Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und in der letzten Episode waren wir ja hier in Fort Condor. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir weiterkommen. Und zwar wollen wir noch Junon. Wir sind auch schon in der Junon-Region hier. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, da werden wir sowieso früher oder später immer drauf stoßen. Und wir sind jetzt hier wieder in einem Hinterhalt gelandet. Ja, die kleine Kröte hier, die sind wir nicht so stark. Den Nero Suferrot. Alles klar, warum auch nicht? Dann machen wir jetzt mit so einem Ding platt. Und. Jawohl, 310 Schaden haben wir gemacht. Zack. Und Red reißen. Wie der immer mit so einem Salto drauf rennt, das finde ich großartig. Super, CAP haben wir für die Knabe gekriegt und der Red kriegt bald nochmal wieder Level. Ja, dann gehen wir hier rein. Und das wollte ich euch noch zeigen. Jetzt werden wir mal hier durch Waldgebiet rennen. Ich hoffe, wir finden sie jetzt noch. Hopp, ja. Wenn wir im Waldgebiet auf Gegner treffen, verändert sich auch unsere Landschaft ein bisschen. Wir sind jetzt auch von zwei komischen Gestalten von hinten attackiert worden. Heute ist wohl der Tag des Hinterhalts. Und zwar Kapatenta. Und die komische Gestalte erledigen wir natürlich sofort, so früh wie möglich. Megafunke. Und auf der Barret wieder. Heieieiei. Und das ist so arg, dass er Limit-Technik kriegt. Und wir lassen unser Wut freien Lauf und der Barret macht einen Feuerball. Und das reißt dann noch nicht ganz ins Grab, das Mistvieh. Aber der Red hat's erledigt. So, und das reicht für ein Level. Red hat jetzt Level 16, so wie Cloud. Und wir haben einen Trank gekriegt. Ihr seht vielleicht auf der Karte, ich bin der rote Punkt mit dem gelben Sichtfeld. Je nachdem, wie ich mich drehe, ändert sich das Ganze. Hier war Fort Condor. Hier in der Richtung, der weiße Punkt, war die Chocobo-Farm. Da aber war Kalm und da ist Midgar. Das heißt, das bleibt sowieso auf dem Kontinent nur der weiße Fleck. Da müssen wir uns in die Richtung aufmachen und müssten hier auf Junon treffen. Aber es hieß ja, ach, bei Junon müssen wir vorsichtig sein, es liegt an einem Hügel. Vielleicht schaffen wir das hier auch noch, dass ich das euch zeigen kann. Ja. Weil wenn wir hier am Strand sind, ist ach klar, ach hier ändert sich unser Gebiet. Und das ist mal wir der Präventivangriff. Das war sehr gut. Oh, sehr gut, Red. Ihr seht, es hat immense Vorteile, wenn man den Präventivangriff hat. Das war leicht verdiente EP. Und genau dort wollen wir hier zu Junon mit dieser großartigen Kanone. Da geht's jetzt hier. Und da sehen wir auch noch was, so eine kleine Ausbuchtung. Die wird später im Spielverlauf nochmal wichtig sein. Aber jetzt wollen wir hier noch Junon. Was mit der Stadt passiert, die ist so runtergekommen. Aber seltener Besuch. Normalerweise kommt außer Annelien nie jemand in die Stadt. Oh. Okay, da kommen wir rein. Und was haben wir dann hier in dem Haushalt? Also es ist schon eine schöne Hütte, würde ich sagen. 3 Betten. Eventuell können wir hier einmal später vielleicht Raster. Ja. Ja, die Oma, die startet immer von dem Haus. Und was haben wir dann hier? Wenn du was siehst, die du willst, sollst du lieber gleich kaufen. Okay, haben wir hier irgendwas, was sich zum Kaufen lohnt? Nur Mithril-Armband, das hatten wir aber schon. Nö, Opa, tut mir leid. Wir haben hier nichts, was ich gern haben würde. Hätte ich gern bei dir gekauft, aber das ist leider nicht der Fall. Oh, hängt ein Fischgräte dran. Seit die Annelien die Stadt da oben gebaut hat während dem Krieg, gibt's keine Fische mehr im Wasser. Es ist so verschmutzt. Okay, alles klar, Opa. Du in der Anglerhütte kommen wir da rein? Ne, die Anglerhütte kommen wir nicht. Und ja, die Industrieabfälle haben hier wohl alles kaputt gemacht. Vielleicht ist das ja auch der Mann von der Oma.
Sie geht zumindest mal zu ihm hier und jetzt geht sie wieder fort. Und was ist hier? Was ist denn das für ein Ort? Wer seid denn ihr? Wo kommt denn ihr her? Hast du einen Mann im schwarzen Umhang gesehen? So einen Typ habe ich noch nie gesehen. Okay. Dann glaube ich dir das mal. Und was ist mit dir? Das ist ein Annelien-Aufzug. Hier wird dann rumgeschniffelt. Okay. Der nimmt seinen Job auch sehr ernst. Da haben wir aber hier noch eine Möglichkeit, wo wir hier könnten. Und hier ist nichts. Da können wir noch Hochkraxler zum Stoffhase und ein bisschen Knuddel. Können wir den Stoffhase ein bisschen lieb haben und dann springen wir hier todesmutig runter. Und sonst gibt es hier nichts. Okay. Also würde ich sagen, wir gehen ein bisschen an den Strand und baden ein bisschen im Schmutzwasser und surfen vielleicht rund. Herr Delfin. Hihihihi. Offenbar überleben doch noch ein paar Kreaturen. Ich heiße Priscilla. Und jetzt du. Wer seid denn ihr? Kehrt ihr zu der Annelien? Ne, du hier stehst, wir kämpfen gegen die Annelien. So ist es. Ich glaub euch nicht. Hauen ab. Da zuckt er wieder die Schultern. Klasse. Oh, Bossgegner. Monster. Oh, und was für ein wiechte Kerl. Vorsicht, Herr Delfin. Oh nein, rennt doch eine Teammädel. Oh, und die schwimmt jetzt im Kopf noch ohne rum. Halt, wir kommen. So. Halber im Wasser stehen wir drin und da schwebt der über allem. Was bist denn du für einer? The Bottom Swell. Das klingt wie so ein englischer Adliger irgendwie. The Bottom Swell. Wir probieren mal Erdbeben bei ihm aus. Und Bio probieren wir auch mal. Wir hatten ja bisher sehr viele Maschinengegner. Oh, also Boote, Angriffe, Sachen ihm wohl nicht so zu. Und Bio, Bio macht Schade. Dann heilen wir aber erstmal die Gruppe. Und das geht nur auf uns. Wir probieren dann mal A zu zünden. Und versuchen wir von ihm zu stehlen. Okay, A-Zünder scheint auch zu helfen. Zu weit weg. Okay, man kann ihn leider auch nicht ausrauben. Das ist so ein Fernkampfgegner. Barrett weiter drauf. Und wir machen weiter Bio auf ihn. Beim Barrett sehen die Zauber echt immer noch Choreografie aus. Das ist zu gut. Und was macht er jetzt? Er scheint sich auf was vorzubereiten. Er schwimmt stärker in der Luft. Und er ist vergiftet worden. Oh. Er hat irgendeine Spezialattacke gemacht. Und jetzt hängt der Blaster über Red. Attackier ihn mal. Eventuell ist es wie beim Reno. Ah, nee, nicht wirklich. Aber das Gift ist auch interessant. Das zieht ihm halt auch immer ein bisschen was ab. Dann würde ich sagen, wir heilen mal Red. Und mit Barrett lässt weiter feuern. Jawohl, das bringt doch schon was. Der Zauber Genesung bzw. Heilung ist schon sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Wir blitzen weiter. Okay, der zappelt wieder da rum wie ein Fisch an der Angel. Der Mr. Bottom Swell. Aha, ausgezeichnet, alter Knabe. Ich lese Bottom Swell, das klingt echt noch irgend so ein Landadel, noch so ein Aristokrat. Oh, was machen Sie denn da, Lord Bottom Swell? Sie scheinen, als hätten Sie einige Verletzungen, alter Knabe. Ah, nix. Und der Red kriegt auch stetig was abgezogen. Ja, der Cloud hat jetzt sich selber Kacke an. Eventuell muss ich ja nochmal drauf schlagen, um diese Blase zu vernichten. Nee, der Mr. Bottom Swell macht nach wie vor weiter Quatsch. Und ich hoffe, dass wir das jetzt noch schnell genug hinkriegen, die Kreatur zu töten. Weil es zieht ihnen ständig Energie ab.
Und ich hoffe, der Barrett kriegt's noch gebacken. Große Welle. Au. Okay. Als nächstes sollte er dringend der Red Heiler. Herrlich. Ich mag auch diese Endgegnermusik. Objekt, Trank auf Red. Dem geht's nicht so gut. Oh, das sieht aber auch nicht weiterhin gut aus, würde ich sagen. Deswegen, komm, wir probieren es jetzt nochmal. In der Hoffnung, dass wir das Biest noch schnell genug platt kriegen. Große Welle. Mist, der Red erwischt es jetzt wahrscheinlich. Aber wir können ihn mit einer Phönixfeder wieder ins Leben zurückrufen. Und der Cloud hat es jetzt wahrscheinlich auch erwischt. Oh, und Reds Kadaver ist aufgewirbelt worden. Das ist gemein. Cloud... Oh! Die Bestie ist tot. Aber Red hat es leider nicht gepackt. Das heißt, er kriegt leider keine Erfahrung. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber 52 AP. Man kriegt um 550 Erfahrungspunkte. Sowie das Kraftarmband. Das ist furchtbar. Sie ist doch nicht tot, oder? Priscilla! Oh ne, Entschuldigung, Priscilla! Nee, sie atmet nicht mehr. Los, Hilfe! Künstliche Beatmung, sofort! Mund-zu-Mund-Beatmung? Mach schon, Volk! Aber es ist ein Mädel. Du weißt, dass ich das nicht kann. Was? Du weißt nicht wie? Komm her, ich zeig's dir. Nala. Hol tief Luft und halte Atem an, dann bloß die Luft in sie rein. Schnell, mach, dummel dich. Drücke einmal Viereck, sodass die CPR-Anzeige eingeblendet wird. Drückst du die Taste zweimal, wird die Anzeige ausgeblendet. Okay. Und hol tief Luft. Und reite mit. Das klingt ein bisschen wie Luftbomben, wie ein Fahrradrefer auf Bumper. Aber gucken wir mal, ob wir es nicht ganz aufgesteigert kriegen. Der schnauft wie Sau. Und jetzt neide mit. Zack. Holt Luft wie noch was. Ah, Mist, das war jetzt zu kurz. Noch einmal. Aber man muss ja eigentlich auch noch Herzmassage dazu machen. Und mittlerweile heißt es ja, es ist geschickter, wenn man durch die Nase die Luft reinbläst und nicht durch den Mund. Wie er sich jedes Mal schüttelt danach. Und hopp, das kriegen wir noch hier. Boom, Brei. Zack. Ich finde es echt fies, dass der sich jedes Mal schüttelt. Und dass er sich doziert. Ich meine, gerade Mädel will man doch retten. Okay, ja klar, Mädelküsse ist natürlich, ein junges Mädelküsse ist natürlich ungewohnt und sollte man als Erwachsener auch nicht machen, aber das ist ja lebenserhaltend. Hey, Priscilla, alles in Ordnung. Okay, er trägt sie wieder in Sicherheit. Und wir stehen wieder am Strand Anfang. Jetzt sollten wir ganz dringend Phönixfeder nehmen und der Cloud sollte mal die Gruppe heilen. So, na alla. Jetzt können wir auch wieder weiter. Jetzt ist nur die Frage, wo die stecken. Ah, ja, aber. Ja, aber, Herr Massa. Entschuldigung, Volk, die Priscilla muss sich ein bisschen ausruhen. Okay. Du sagst immer noch dasselbe Quark? Jo. Du sagst immer noch dasselbe Quark. Dann gehen wir nochmal zurück an den Strand. Du ist derzeit nix. Die Clay muss sich ausruhen. Das kann ich auch noch vollziehen. Na gut. Was mit dem Herr Delfinwoche ist, wissen wir jetzt leider auch nicht. Wie sieht's du aus? Sagst du, Oma? Kommt aber kurz rein.
Ich hab gehört, was passiert ist. Du hast so viel für die Priscilla getan. Wir müssen Mietzeit zum Ausruhen benutzen, gerade die Better. Okay, Oma. Das ist lieb von dir. Wie Sachen hochgaffen. Machen's euch bequem. Ich werde mich für eine Weile entspannen. Ja, wir rasten. Ist auch schön, dass du jeder sein eigenes Bett hat. Da fällt mir ein. Du schon wieder? Wer bist du? Das wirst schon bald rausfinden, aber was wichtiger ist, vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Nibelheim? Als ihr auf dem Berg Nibel wart, war die Tifa ja Führerin, oder? Ja, es wundert mich. Aber wo war die Tifa sonst noch? Weiß nicht. War doch toll, dass ihr euch beide auf die Art wieder gesehen habt. Du hast recht. Warum konnten wir uns nicht alle sehen? Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht genau erinnern. Warum vor allem frugst. Warum frugst du die Tifa nicht? Hast die Tifa nicht gefrucht, wohl dann eher. Fruchsa. Ey, wach auf, Wolk. Eins meiner absolute Lieblingslieder. Tifa, als Sephiroth und ich noch Nibelheim gekommen sind, wo warst du denn? Wir haben uns gesehen, oder? Was soll's? Ich lieb das, diesen Rufus Willkommensmarsch. Nee, das war vor 5 Jahren, ich kann mich nicht erinnern. Da draußen geht was Seltsames ab. Wolk, komm schnell. Und das haben wir jetzt die ganze Zeit im Hintergrund. Ich liebe diesen Marsch, das ist so geil. Das ist definitiv eine von meiner Lieblingsmelodie. Du, aber scheint was los zu sein. Hat das etwas mit Annelien zu tun? Guck mal, das sieht ein bisschen komisch vor. Es ist plötzlich so laut geworden. Ich hab gehört, dass das Mädel wieder bei Bewusstsein ist. Okay, dann gehen wir doch mal hier. Geht's dir jetzt wieder besser? Oh, danke für die Hilfe. Entschuldigung, ich habe gedacht, du wärst einer von der Annelien. Schon in Ordnung. Es gibt da was Besonderes. Dieses Amulett passt gut drauf auf. Materia Shiva. Das ist eine rote Beschwörung. Shiva ist immer Eis. In jedem Final Fantasy. Henna, die Musik klingt wirklich erregend. Ich hab gehört, die Proben für den Anfang vom neuen Annelien-Präsi. Rufus, ich muss noch mal Aufwartung machen. Oma und Opa haben mir erzählt, dass der Strand wunderschön war, als sie noch klein waren. Aber seit die Annelien die Stadt aber gebaut hat, scheint kein Sonne mehr und das Wasser wird dreckig. Ich bin mit solchen Geschichten aufgewachsen und hasse die Annelien so sehr, dass ich sterbe kennt. Glaubst du, dass der Rufus den Ozean von hier aus überqueren will? Was hieß es, der Sephiroth hat den Ozean bereits überquert? Wie die Arme verschränkt, so geil. Wolk, hast du Rufus nicht fertig gemacht? Wir müssen so durch Stadt, Nuff. Vielleicht kann man den Pal hochklettern. Nee, und am Turm fließt Starkstrom. Komm dir nicht zur Not, es ist gefährlich. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wenn Herr Delfin dir hilft. Mir noch. Hochspannungsmast. Ich denke, dass die Wolke sich am besten mit sowas auskennt. Ja, es ist besser, die Wolke drüber, ist der Wolke zu überlassen. Wir zählen auf dich, Wolk. Ey, warten mal. Jetzt tappen sie alle fort. Ja, ich werde mal nämlich eine neue Präsi von Annelien mal genau angucken.
Und was sagst du? Die sehen wie Shinra-Soldaten aus. Wie Annelien-Soldaten natürlich. Ich weiß ja, was Shinra ist. Ist das nicht ätzend? Du hast wahrscheinlich recht. Okay, jetzt sind wir alle. Dam, da da dam, da da dam, ba ba da ba 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 ba. Ba 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 ba. Ich warte, bis der Barrett wieder im Team ist, dann kriegt er das Kraftarmband. Und an der Stelle mache ich natürlich jetzt mal einen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns nächstes Mal bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Da wird es nämlich so richtig geil, wenn wir over in Junon sind. Und der neue Präsident macht seine Aufwartung zu der Musik. Also machen's gut und bis morgen. Euer Nienki.